Die folgend vorgestellten Übungen, die aus dem Hatha-Yoga entlehnt sind, gestalten sich vorwiegend aus einer stehenden Position heraus. Ein paar wenige aber auch sitzend oder liegend. Das Wort Yoga, das so viel wie Joch bedeutet, kommt aus dem Sanskrit und beschreibt ein ganzheitliches Konzept, das mittels körperlicher Bewegungs- und Haltungsübungen die Verbindung von Körper, Geist und Atem anstrebt. In dem Kontext steht der Begriff Geist für die Aufmerksamkeit, fürs Gewahrsein. Der Atem hingegen steht da vielleicht auch für den seelischen Aspekt. In der Praxis für diese Übungen geht es also nicht um Leistung oder Perfektion. Es geht vielmehr um ein sich selber begegnen, bei sich selber ankommen, mit sich selber vertraut werden. Aufrecht bemüht also, deine körperlichen Grenzen wohlwollend als solche anzunehmen, ohne zu pushen, ohne etwas erzwingen zu wollen. Einfach nur im Tun verweilen. Mit der aktuellen Grenze tanzen, ohne denen dabei auf die Füße zu stehen. Wir starten aus der Yoga-Berghaltung. Die Ausgangsposition für die Yoga-Übungen aus dem Stehen. Die Füße in einem hüftbreiten Abstand zueinander. Das Gewicht vom Körper auf beide Füße gleichmäßig verteilt. Die Knie nicht stramm durchgestreckt, sondern weich halten. Durch das Aktivieren der tiefen Bauchmuskulatur jetzt den Beckenkamm sanft hochstellen, um so ein zu ausprägtes Hohlkreuz zu vermeiden. Die Arme baumeln ganz entspannt seitlich am Körper entlang. Der Kopf balanciert auf dem Atlaswirbel, am obersten Halswirbel. Tatsächlich geht es in der Berghaltung um eine stabile, aber nicht verkrampfte Haltung. Je mehr der Körper in die Balance findet, desto weniger muss er arbeiten. Wenn bereit, sich aus der Yoga-Berghaltung jetzt an einer Vorwärtsbeuge annehmen. Ausatmend beginnend, der Oberkörper langsam übers Becken beugen. Vielleicht ist es hilfreich, mit den Händen entlang von den Beinen zu fahren. Wenn es passt, kann man sie aber auch frei hängen lassen. Sich so vornüber beugen. Mit jedem Mal ausatmen ein bisschen mehr. Dabei die Dehnung wahrnehmen, wie sie sich da auf der Rückseite der Beine gestaltet und wie sie sich da entlang von der Wirbelsäule aufbaut. So baumelt der Oberkörper zusammen mit den Händen und dem Kopf übers Becken. Mit jedem Mal ausatmen darf er sich ein bisschen mehr in die Entspannung eingeben und vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer sinken. Und mit jedem Einatmen wächst er vielleicht noch ein bisschen mehr in die Dehnung hinein. So verweilen und atmen. Mit dem Körper sein und all diesen Empfindungen, die von dieser Haltung jetzt gerade ausgehen. Jetzt einatmend beginnend, der Oberkörper langsam wieder anfangen aufrichten. Zuerst im Bereich der Lendenwirbel, dann über die Brustwirbel und am Ende noch entlang der Halswirbel. Auch da bei Bedarf die Hände zu Hilfe nehmen. Sich aufrichten also, bis der Körper sich in der Ausgangsposition wiederfindet, in der Yoga-Berghaltung. Von da aus schliesslich aber dem Fluss von dieser Aufrichtbewegung weiterfolgen und langsam damit anfangen, über sich auszuwachsen, indem man die Arme einatmend über die Seite hoch Richtung Himmel streckend, ohne dabei die Fersen anzuheben. Sich so über die ganze Länge vom Körper dehnen. Die Daumen dabei vielleicht verhaken. In dieser Position innehalten und sich mit jedem Mal einatmen, wenn möglich, noch ein bisschen mehr in die Höhe strecken. Sich allen Körperempfindungen gewahr werden, die von dieser Haltung ausgehen.
Ausatmend den Darmen über die Seite wieder in die Ausgangsposition zurückführen. Die Handflächen dabei nach außen gewendet. So, als ob man mit ihnen einen Kreis um sich herumziehen möchte. In der Berghaltung ankommen. Die Schultern kurz unter die Ohren ziehen und ausladend nach hinten abrollen. So finden die Arme innerhalb der Berghaltung in eine gute Position. Die Übung jetzt noch ein bisschen nachklingen lassen. Wie fühlt es sich gerade an, da, so mit dem Körper zu sein? Was vermittelt die Körperhaltung jetzt gerade? Gestaltet sie sich womöglich träge oder vielleicht eher wach und präsent? Sich jetzt noch so ein paar Augenblicke Zeit zum Erforschen nehmen, bevor es dann mit der nächsten Übung weitergeht. Die nächste Übung nennt sich Kirschenpflücken. Das ist also ein Kirschbaum voller saftiger Krise. So dann einatmend den linken Arm über die Front in die Höhe heben. Der Blick folgt dabei der Hand, um zu sehen, wo die Krise hängen. Sich so also hochstrecken. Mit jedem Mal einatmen noch ein bisschen mehr. Nur leider lässt sich da keine Krise zu greifen. Sie hängen zu hoch. Vielleicht hilft es, einatmend noch den rechten Fersen anzuheben. Sich so über die Diagonale vom Körper in den Raum hochdehnen. Von der rechten Zeche bis hoch zu den Fingerspitzen von der linken Hand. Da in der Position innehalten. Verweilen. Atmen. Mit jedem Mal einatmen, vielleicht noch ein bisschen mehr in die Dehnung hineinwachsen. Mit jedem Mal ausatmen, dort in die Entspannung gehen, wo Entspannung möglich ist. Zum Beispiel bei der rechten Schulter oder aber über den rechten Arm. Es scheint so, als ob sich über den linken Arm keine Krise zu greifen lässt. Also ausatmend den linken Arm wieder in die Ausgangsposition zurückführen, während der Blick sich senkt und natürlich auch die rechte Ferse. In der Berghaltung ankommen, kurz innehalten und die Übung nachklingen lassen. Jetzt einatmend beginnend, den rechten Arm über die Front anheben. Auch da folgt der Blick der Hand. Sich so in die Höhe dehnen. Mit jedem Mal einatmen, sich ein bisschen mehr an die Grenzen tasten. Es bleibt sich scheinbar gleich. Auch über die rechte Hand lässt sich gerade keine Krise greifen. Somit also, einatmend jetzt den linken Fersen anheben und sich auf diese Art und Weise über die Diagonale vom Körper Richtung Himmel strecken. Mit jedem Mal einatmen, noch ein bisschen mehr in die Position hineinwachsen. Mit jedem Mal ausatmen, entspannen, wo Entspannung möglich ist. Über ein paar Atemzüge im Stillen die Position halten und beobachten. Sich allen Empfindungen gewahr werden, die da mit dieser Übung einhergehen. So auch der Gedanken, die da durch den Kopf huschen, ohne an denen festzuhalten. Ausatmend jetzt den rechten Arm wieder in die Ausgangsposition zurückführen, während der Blick sich senkt und auch die linke Ferse auf die Matte zurückfindet. In der Berghaltung ankommen. Einatmend die Schultern kurz unter die Ohren ziehen und sie ausatmend hineinrollen lassen. Für einen Moment noch im Stillen verweilen. Sich als nächstes jetzt am Schulterbereich zuwenden.
Damit der Körperbereich vielleicht ein bisschen Lockerung erfahren darf, geht es jetzt ins Schulterkreisen. Einatmend also die Schultern hoch unter die Ohren ziehen und sie ausatmend nach vorne abrollen, sodass die Arme in ihre Ausgangsposition zurückfinden. Dabei aber im Bewegungsfluss bleiben und den Kreis vollenden, indem die Schultern einatmend hinten hochgezogen und zu den Ohren zurückgeführt werden. Von da aus geht es fliessend weiter. Die Schultern ausatmend nach vorne abrollen und über die Ausgangsposition aus einatmend wieder hinten hochziehen. Die Arme müssen der Will nichts tun. Sie müssen nicht mithelfen. Sie können hier einfach an den Schultern hängen und chillen, während die Schultern arbeiten. Und sie arbeiten ganz im Rhythmus vom eigenen Atem. Der Atem gibt also das Tempo an und nicht etwa die Idee darüber, wie schnell die Übung ausgeführt werden müsste. Die Schultern ziehen hier ihre Kreise. So ausladend wie gerade möglich. Ausatmend vornüber, so als ob sich die Schultern gegenseitig berühren wollen. Einatmend hinten hoch, so als ob sich die Schulterblätter hinter dem Rücken berühren möchten. Vielleicht wird es jetzt Zeit, die Richtung der Kreisbewegung zu ändern, sodass die Schultern jetzt einatmend vornüber hochgezogen und ausatmend hinten eingerollt werden. Auch da darf sich die Kreisbewegung so ausladend wie gerade möglich gestalten. Auch da gilt, der Atem gibt den Rhythmus an. Dabei aber immer auch den Bewegungsspielraum respektieren, der sich gerade anbietet. Vor allem dann, wenn sich zwischen dem, wie man es gerne hätte, und dem, was gerade möglich ist, scheinbar eine grosse Kluft öffnet. Während der nächsten paar Atemzüge im Stillen mit dieser Übung sein. Mit allen Körperimpulsen, die da von dieser Übung ausgehen. Mit allen Gedanken, die da gerade durch den Kopf huschen. Sich im Körper verankern. Übers sich bewegen und übers Beobachten vom Atem. Die Übung schliesslich beenden, indem die Schultern das letzte Mal einatmend vornüber hochgezogen und ausatmend hinten eingerollt werden. In der Berghaltung zur Ruhe kommen. Aufrecht und still stehen. Eben genauso wie ein Berg. Für die nächste Übung ist es hilfreich, sich visuell zu verankern. Der Blick sucht sich also im Raum einen Punkt, der sich auf Augenhöhe befindet und sich nicht bewegt. Die Ausgangsposition natürlich die Yoga-Berghaltung. Die Aufmerksamkeit auch auf den Atem gerichtet. Dabei lässt sich vielleicht auch erkennen, wie gemittet, wie zentriert der Atemfluss sich gestaltet. Die Hände jetzt vor dem Brustbein zusammenführen. Handfläche auf Handfläche. Die Unterarme sind dabei parallel zum Boden ausgerichtet. So dann, ausatmend das Gewicht vom Körper auf den linken Fuß verlagern. Der rechte Fuß bleibt mit dem Boden im Kontakt, wird aber zunehmend entlastet. Einatmend schließlich den rechten Fuß zum linken Bein führen und erneut einatmend ihn entlang vom linken Bein hochziehen, so hoch es geht, und ihn dort auf der Innenseite vom linken Bein abstützen.
vielleicht unterhalb, vielleicht aber auch oberhalb vom Knie. Wenn die Position instabil wird, wenn es anfängt zu wackeln, macht es vielleicht Sinn, mit dem rechten Fuß nochmal abzustehen. Dabei den visuellen Anker nicht vergessen, der dem Halten von der Balance durchaus zudient. Einatmend dann die Arme nach oben bewegen, sodass sie über den Kopf auswachsen. Die Hände bleiben über die Handflächen im Kontakt zueinander und werden da Atemzug für Atemzug mehr und mehr Richtung Himmel dehnt. Schließlich die Handgelenke überkreuzen. Die Handflächen drehen sich einander zu und die Finger verschränken sich. So, als ob man sich verknoten würde. Der Körper nimmt die Haltung vom Yogabaum ein. Mit jedem Mal einatmen vermag er sich vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung Himmel dehnen. Mit jedem Mal ausatmen lässt er seine Wurzeln tiefer und tiefer in den Boden sinken. Für ein paar Augenblicke in der Baumhaltung verweilen. Mit dem nächsten Mal ausatmen, die Hände jetzt voneinander lösen und die Arme behutsam über die Seite langsam in die Ausgangsposition zurückführen. So auch das rechte Bein vom linken Bein lösen und es ebenfalls in die Ausgangsposition zurückbewegen, sodass der Körper mehr und mehr zur Yoga-Berghaltung zurückfindet. Innehalten für einen Augenblick. Atmen. Sich am visuellen Anker erinnern. Ihn erneut fokussieren. Einatmend schließlich die Hände vor das Brustbein führen, Handfläche auf Handfläche. Ausatmend das Gewicht vom Körper aufs rechte Bein verlagern. Das linke wird dabei zunehmend entlastet, bleibt aber mit dem Boden verbunden. Wenn stimmig dann, einatmend den linken Fuß zum rechten Unterschenkel führen. Von dort aus, ebenfalls einatmend, ihn entlang vom rechten Bein hochzuziehen, so hoch es gerade geht. Den linken Fuß dann auf der Innenseite vom rechten Bein abstützen. Einatmend dann die Arme nach oben bewegen, sodass sie über den Kopf auswachsen. Schließlich die Handgelenke überkreuzen. Die Handflächen drehen sich einander zu und die Finger verschränken sich. Der Körper nimmt erneut die Haltung vom Yogabaum ein. Mit jedem Mal einatmen vermag er sich vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung Himmel dehnen. Mit jedem Mal ausatmen verwurzelt er sich tiefer und tiefer. So für einen Moment verweilen, da in der Yoga-Baumhaltung. Mit dem nächsten Mal ausatmen, die Hände jetzt voneinander lösen und die Arme behutsam über die Seite langsam in die Ausgangsposition zurückführen. So auch das linke Bein vom rechten lösen und es ebenfalls in die Ausgangsposition zurückbewegen. Zum Abschluss von dieser Einheit achtsamem Yoga im Stehen sich jetzt ausatmend hinsetzen. Knie dabei so anwinkeln, dass die Fußsohlen in Kontakt kommen zueinander. Die Hände, wenn möglich, auf die Füße
oder entlang von den Schienbeinigen, je nach Bewegungsspielraum, wo der Körper gerade bietet. Einatmend die Füße so Richtung Körper ziehen. Gleichzeitig dabei den Oberkörper in eine aufrechte, würdevolle Haltung hochziehen. Sich der möglichen Dehnung gewahr werden, die sich da auf der Innenseite der Oberschenkel gestaltet. Das ist der Schneidermuskel, der sich da bemerkbar macht. Wenn Stimmung jetzt mit den Knien sanft wippen, sodass sich der Hüftbereich und die Innenseite der Oberschenkel ein bisschen lockern können. Der Atem vielleicht dort hinlenken, wo die Dehnung stattfindet. Ausatmend das linke Bein loslassen und über die Matte strecken, während das rechte Bein angewinkelt bleibt. So dann der rechte Fuß entlang vom linken Oberschenkel hochziehen, so hoch wie möglich. Dabei weiterhin aufrecht sitzen bleiben. Schließlich die Arme seitlich über den Kopf führen. Die Hände finden über die Handflächen in Kontakt zueinander. Es empfiehlt sich, die Daumen jetzt zu verhaken. Einatmend sich vielleicht nochmal in den Raum hochdehnen. Und, wenn möglich, ausatmend den Kopf und die Arme über das linke Bein sinken lassen. Dort, wo die Bewegung ihr Ziel erreicht, für einen Moment verweilen. Die Hände liegen dabei irgendwo zwischen den Oberschenkel und Füßen. An der Stelle, wo die Hände jetzt aufliegen, das Bein umfassen und wenn stimmig mit jedem Mal ausatmen, der Oberkörper behutsam ein bisschen tiefer Richtung Knie ziehen. Der gesamte Rückenbereich vermag sich so über das linke Bein ausdehnen. Dabei mit jedem Mal einatmen, ein bisschen mehr in die Dehnung einwachsen. Und mit jedem Mal ausatmen lässt sich's vielleicht sogar noch ein bisschen nachgreifen. Dabei aber nichts pushen, nichts erzwingen wollen. Grenzen vom Körper wahren. Sie durch ein behutsames Vorgehen würdigen. Mit dem nächsten Mal einatmen schließlich Arme, Kopf und Rumpf wieder anfangen aufrichten, so dass sie in die Ausgangsposition zurückfinden. Von dort aus die Arme ausatmend über die Seite wieder zurück auf die Matte sinken lassen. Für einen Moment in dieser Position verweilen. Atmen. Und schließlich Bein wechseln. Währenddem das rechte Bein sich jetzt über die Matte streckt, das linke anwinkeln, sodass der linke Fuß am Oberschenkel vom rechten Bein ruht. So hochgezogen wie gerade möglich. Dabei weiterhin aufrecht sitzen bleiben. Schließlich die Arme seitlich über den Kopf führen. Die Hände finden über die Handflächen in Kontakt zueinander. Wenn es passt, Daumen verhaken. Einatmend sich in den Raum hochdehnen und ausatmend den Kopf und die Arme über das rechte Bein sinken lassen. Dort, wo die Bewegung ihr Ziel erreicht, für einen Moment verweilen. Das Bein an dieser Stelle mit den Händen umfassen und wenn stimmig mit jedem Mal ausatmen, der Oberkörper behutsam ein bisschen tiefer Richtung Knie ziehen.
sodass sich der ganze Rückenbereich jetzt über das rechte Bein ausdehnen kann. Mit jedem Mal einatmen, ein bisschen mehr in die Dehnung hineinwachsen. Und vielleicht lässt sich's auch da mit jedem Mal ausatmen noch ein bisschen nachgreifen. Mit dem nächsten Mal einatmen schließlich Arme, Kopf und Rumpf wieder anfangen aufrichten, so dass sie in die Ausgangsposition zurückfinden. Von dort aus die Arme ausatmend über die Seite wieder zurück auf die Matte sinken lassen. Zum Ausgang von dieser Einheit achtsamem Yoga sich jetzt noch in die Druckanlage begeben. Sich für einen Moment noch der Entspannungshaltung annehmen. Die Arme leicht abgewinkelt, seitlich vom Körper liegend. Die Beine über die Unterlage gestreckt, mit hüftbreitem Abstand zwischen den Füßen. Am Körper erlauben, sich zu entspannen. Mit jedem Mal ausatmen ein bisschen mehr. Sich der Schwerkraft anvertrauen. Gewicht abgeben. Sowohl Äußeres wie vielleicht auch Inneres. Erforschen, wie es sich anfühlt, so mit dem Körper zu sein. Die Aufmerksamkeit hin zum Atem lenken. Beim Atem verweilen. Mit ihm sein.